Der Gregor mag sich nimmer um die alten Liebesbrief kümmern, weil sich der Wickerl dabei alle recht wichtig macht. Die Gemeinschreiberin glaubt, dass von der Rosi ein Fozitag geheißen worden ist, aber da hat sie sich täuscht. Der Leni sein Metzgerlohn heißt jetzt Dorflohn. Der Till verdient bei Michi schät 500 € im Monat und die gingen drauf für den Mietzins und das Essen. Beim Bahn im Weiher verliert er im Wasser seine Unterhosen und wie er rausgeht, sagt seine preußische Freundin, was für einen winzigen Zipfel das er hat. Danach kauft er mit einem gefälschten Ausweis beim Wirt um 60 € eine Flaschen Schnaps. Aber der Wickerl gespannt ist und geht ihm statt den eine Flaschen Wasser. Der Leni sein Metzgerlohn heißt jetzt Dorflohn. Uri wird 95 Jahre alt und sagt zu, dass das gefeiert werden darf. Heimlich macht's aber mit der Sarah aus, dass das ein Festel werden soll für den Gregor seinen preußischen Stiefsohn, der wo an den Tag zu Lansing aufschlagen wird. Der Kathi sein Putzi wird ein Dirndl und ihre Freundinnen feiern das mit ihr und der Niede macht einen Vorschlag, wie es heißen soll. Kathi sucht sich davon den schönen Namen aus, nämlich Leni Moni. Ein Sevi, seine Freund, feiern mit ihm das Gleiche und deren mit ihm Karten spielen und lassen die am Fleiß gewinnen. Und auf die Weise gewinnt er 300 Losbrief von der Lotterie. Wie er die nachher alle aufmacht, stellt sich außer, dass er eine ganze Million gewonnen hat. Er weiß aber nicht, was er mit den Haufen Geld anfangen soll.